Genau. Und dann habe ich mir Gedanken über die Menschen gemacht, die sich zu wenig Gedanken im Leben machen. Kommt ihr noch mit? Gut, der Text heißt Wohin? Den richtigen Moment, den gibt es bei dir nicht. Rennst immer gleich drauf los, von der Spät in die Nachtschicht. Auf was soll ich warten, tust du? Etwa auf Haus, Hund und Garten? Und so rennst du, weißt eigentlich gar nicht wohin. Solche Gedanken sind in deinem Lebenstempo einfach nicht drin. Du bist stolz auf deine gute Kondition. Mal Pause machen, innehalten, ist bei dir einfach nicht drin. Leben am Limit, alles mitnehmen, nichts verpassen. Die einzelnen Momente im Leben bekommst du dadurch aber nicht wirklich zu fassen. Und so rennst du, weißt eigentlich gar nicht wohin. Solche Gedanken sind in deinem Lebenstempo einfach nicht drin. Insgeheim belächelst du sie. Diese Träumer, diese Kopfmenschen, diese Verlierer, diese Gedankenaufräumer und Gedankensortierer. Jede Party, jedes iPhone und natürlich das neueste Sportangebot bei McFit ist für dich einfach immer gleich der allergeilste Shit. Und so rennst du. Weißt eigentlich gar nicht genau wohin. Solche Gedanken sind in deinem Lebenstempo einfach nicht drin. Du bist der absolute Animateur, du bist der Proll, einfach ein ziemlich geiler Hecht. Ich frage mich, was von all dem, was du tust und sagst, ist eigentlich echt? Ich meine, was machst du wirklich gern? Was hat für dich einen bleibenden Wert? Und wenn alles einfach immer nur geil ist dann nicht alles ein bisschen verkehrt? Und so rennst du. Du weißt eigentlich gar nicht genau wohin. Solche Gedanken sind in deinem Lebenstempo einfach nicht drin. Und plötzlich erkennst du es. Das erste graue Haar. Und erst jetzt erkennst du bei deinen Kumpels die Kinderschar. Trotzdem rufst du sie an, schreist YOLO, bist hochmotiviert. Ernüchtert stellst du fest, dass von deinem Lebenskonzept niemand mehr irgendwas fasziniert. Und so rennst du, weißt eigentlich gar nicht wohin. Solche Gedanken sind in deinem Lebenstempo einfach nicht drin. Und irgendwann, da schaukelst du, immer noch hektisch, hin und her. Doch im Schaukelstuhl fällt das Wegrennen von deinen Gedanken einfach so verdammt schwer. Und so zieht sich dein Gesicht zu einem traurigen Lächeln über deinen eigenen Lebensbericht. You only live once, flüsterst du die Stille hinein. Fühlst dich plötzlich so verdammt alt, unsicher und so klein. Gibt es eigentlich ein Leben nach dem Tod? Gibt es gar ein himmlisches Gericht? Und wenn ja, was fällt dann eigentlich in meinem Leben ins Gewicht? Weißt du, ich will dich nicht belehren, ich will dich nicht bekehren, schon gar nicht will ich die Angst einjagen, aber ich will dich auffordern, stell dir die richtigen Fragen. Und so rennst du, weißt eigentlich gar nicht wohin. Erst in deinen letzten Minuten fragst du dich nach deinem Lebenssinn.